Ja, grüß euch benannt und einen Sackerschgurden. Jetzt Kasperl. Hey, Leute. Da wilde Fahrt, also ihr werdet es wahrscheinlich inzwischen gemerkt haben, das letzte Video Nummer 37 habe ich aber ab 18 gemacht. Ne, ich hab YouTube hier schon, also da ist mir schon viel durchgegangen, wo ich mir vorher gedacht habe, weiß ich nicht, Digga, ob das grün wird oder überhaupt irgendwie. Und da hatte ich Glück, aber ich will mal Glück nicht überreizen. Du musst ja vorher, wenn du das dann angibst, sagen, hier kommt das und das und das und das und das vor. Und er beschreibt da ja wirklich sehr grafisch, wie sein Leben als ne, Gimp bei dem alten Mann war. Und das ist dann so. Dafür ist ohne Werbung. Ne? Leute, bevor wir heute anfangen, ich hab ein kleines Anliegen an euch. Ich hoffe, ich vergesse es nicht wieder. Ich habe es euch, glaube ich, schon mal gesagt gehabt. Ich hoffe, ich vergesse es nicht wieder zu verlinken. Leute, an die unter euch, die den guten Hage Budne nicht kennen. Großartiger Kanal hier auf YouTube, macht auch Reactions auf Reini-Content. Und der Mann hat jetzt angefangen, Lovecraft-Romane einzulesen und hochzuladen. Für die Leute, die es nicht wissen, Howard Phillips Lovecraft ist mein absoluter Lieblings-Horror-Autor aller Zeiten. Und ich habe auch Sachen hier von Lovecraft Stories tätowiert. Ich liebe Lovecraft und vor allem, und das ist meine absolute Lieblingsgeschichte von ihm, die Berge des Wahnsinns. Und das hat er jetzt tatsächlich eingelesen. In einem 5,5 Stunden Video. Und der Mann hat eine sehr großartige Lesestimme, finde ich. Ne? Da muss mal Props rausgehen. Hagebutt, eine großartige Lesestimme. Und wenn ihr jetzt gerade, wenn es jetzt Winter wird und kälter wird, ist das die optimale, hier auch im Halloween-mäßig, die optimale Stimmung. Hört euch das mal an. Ihr könnt es euch auch zum Einschlafen oder sowas anhören. Großartige Geschichte, die Berge des Wahnsinns, eingelesen von Hagebuttene. Wie gesagt, sollte ich es nicht vergessen, werde ich es euch unter diesem Video noch einmal verlinken. Genau. Ich schreibe mir das hier auf, Hagebuttene. So. Ja. Schandtat des Tages. Die Schandtat des Tages ist ein bisschen um die Ecke gedacht. Man merkt, langsam gehen wir die Ideen aus. Aber die Schandtat des Tages ist der umgemähtelte Internetverteilerkasten. Ich höre die Stimmen bereits. Moment einmal, Kasper. Das stimmt überhaupt nicht. Der Rainer hat ja den Verteilerkasten überhaupt nicht umgemeldet. Das ist richtig. Aber ich gebe mindestens 50% der Schuld daran. Mindestens 50%. Natürlich, die Typen, die den kaputt gemeldet haben, haben auch, deswegen sage ich 50-50, ne, haben auch 50% der Schuld, ne, die hätten das nicht machen müssen. Problem ist, Rainer hat das provoziert und er wusste ganz genau, was passiert. Ne, an alle Leute, die sich nicht mehr erinnern. Folgendes war Phase. Situation, Januar 2000 oder ne, Anfang Februar war es, glaube ich, 2022. Reini hätte schon seit fast einem Monat aus der Schanze raus sein müssen. Ne? Der eigentliche Auszugstermin für Reini wäre der 5. Januar gewesen. Jetzt hat der Reini sich aber natürlich nicht um eine Bleibe gekümmert, weil er der irrigen Annahme erlegen ist, die Frau Winkelspecht stellt ihm einfach eine Wohnung zur Verfügung. Die kommt dann am 5., holt ihn am besten nur ab, mit irgendeinem Auto von der Gmor, mit einem Schlüssel für eine neue Wohnung, sagt, hey, Reini, jetzt komm, steigst ein, pack deine kacke verschmierten Luans zusammen und wir fahren in deine neue Bleibe. Hier ist der Schlüssel, ist alles umsonst, passt schon. Das war Reiners Erwartungshaltung, ne? Weil die wohl irgendwann einmal gesagt haben, Herr Winkler,
wir versuchen Ihnen bei der Suche einer neuen Unterkunft zu helfen. Und wir versuchen Ihnen bei der Suche einer neuen Unterkunft zu helfen. Ist in Reiners Kopf übersetzt worden in wir stellen dir eine Wohnung, du fetter. Ne? Horizon. Und ja, dementsprechend hat der Reini sich gedacht, ja, ist ja alles in Butter, brauchen wir um nichts kümmern. Und dann war der Tag der Tage gekommen und Reini hatte ein Dach über dem Kopf. Ja? Und dann hat man ihm gesagt, jetzt kommt meine Fresse, ist jetzt meine Theorie, die meiner bescheidenen Meinung nach höchst wahrscheinlich ist, hat man gesagt, ja, mein Gott. Ja, dann lass man halt ein bisschen noch im Albtraumhaus wohnen. Im März ist die Berufungsverhandlung, danach fährt der ins Camp Knacki, dann ist er nicht mehr unser Problem. Passt schon, hätte ich gesagt gehabt. Und so war die Hausbesetzerstaffel erfunden. Die Autoren haben schon wieder richtig reingelangt in den Topf. Und dann war Reini da mehr oder weniger als Hausbesetzer drin. Hat aber noch fleißig seine Videos gemacht und seine Gaming-Streamenes. Im Hintergrund hat man nur gesehen, die tragenden Poster sind immer mehr von der Wand gekommen und der nackerte Wand, weil der Putz schon weg war. Ich weiß nicht, was der mit dem Haus gemacht hat, aber ist alles schon daherkommen. Aber fleißig weiter gestreamt, fleißig weiter Videos gemacht. Und nun begab es sich eines schönen Abends, dass der Reini ein Video hochgeladen hat, in dem er fürchterlich gut gelaunt war. Also ganz ehrlich, wenn ich praktisch nur noch aufgrund des guten Willens der Gemeinde überhaupt ein Dach über dem Kopf hätte. Und höchstwahrscheinlich, damals standen ja noch die Zeichen drauf, dass er 2 Monate später in den Knast muss. Er hätte mir nichts so eine gute Laune verschafft, aber auf jeden Fall ist Reini dann in diesem Video mit der Stimmung gewesen, die ihr noch von dem Video von Ende 23 kennt, wo er gesagt hat, er weiß, was im nächsten Jahr auf die Hater zukommt. Und hat großspurig getönt darüber, dass Hater versucht haben, ihm sein Internet zu kappen. Und zwar über die alte Telefonleitung, die zu seinem Haus ging. Die haben sie ihm wohl gekappt. Und dann hat er gelacht. Mei, die Hater, die sind so dumm. Er hat doch jetzt hier Etzettler Glasfaser. Das geht unterirdisch ins Haus, das können sie gar nicht kappen, ohne einzubrechen. Mei, da haben sie mal wieder reingeschissen. Die können ja überhaupt nichts, diese Hater. Absolute Versager. Er hat immer noch Internet und er wird weiterhin Internet haben, bla bla bla. Hat diese künstliche Arschlochlache aufgesetzt und hat sich gerade schön seines Lebens gefreut. Wohl wissend, dass er damit einfach richtig ins Hornissennest reinsticht. Und was ist passiert? Am nächsten Tag ich weiß nicht, ob es dieselben Hater nochmal waren oder ob es inzwischen dann andere waren, die einfach von dieser zur Schaustellung des widerlichsten Charakters in diesem Land dermaßen getriggert waren, dass sie sich gedacht haben, jetzt werden wir mal schauen, ob du morgen noch Internet hast, und haben dann einfach geschaut, wo der Verteilerkasten steht für ganz Emskirchen und Altschauerberg und haben den kaputt gemettelt. Ich weiß nicht mal wie, auf jeden Fall war er kaputt. Und das ist natürlich höchstgradig asoziale Aktion, brauchen wir nicht drüber reden, weil da leiden ja dann auch die anderen Leute drunter. Da hinten in Hinterpfurdeifel, du hast ja keinen großartigen Handyempfang oder sowas. Ne? Wenn das Internet weg ist, dann bist du praktisch von der Außenwelt abgeschnitten. Ne? Dann ist Schusters Rappen in Richtung zum nächsten Ort 5-6 Kilometer, bis irgendwo mal Internet hergeht. Und das, also dementsprechend natürlich asoziale Aktion, aber es war vorherzusehen, dass das passieren würde. Und ich gebe ihm da mindestens 50% der Schuld. Ja? Der hat genau gewusst, er provoziert jetzt da die Leute wieder damit und dass da was Schlimmes passieren würde. Und genau so ist es dann auch gekommen. Und das war ja dann auch der Dominostein, der dann den nächsten Dominostein umgeworfen hat, wo er dann versucht hat, die Hater zu überfahren auf der Wiese. Was dann meiner Meinung nach dazu geführt hat, dass man eben nicht mehr bis Mitte März da drin hat sitzen lassen oder bis Ende März, wo die Verhandlung war,
sondern dass man gesagt hat, du schleichst dich und zwar jetzt sofort und zwar gleich, ansonsten scheppert's. Weil er es einfach nicht gelassen hat, die Füße nicht hat stillhalten können, weiter provoziert hat und weitere Katastrophen, wie die biblischen Plagen und Heuschrecken über dieses Dorf herbei beschworen hat, ohne auch nur ansatzweise Reue dafür zu zeigen. Richtig. Oh ja. Wir sind ganz schön weit im Video schon. 10 Minuten. Ah ja, das war eine gebotene Nummer, gell? 10 Minuten, 30 Sekunden. Easy. Easy. Wir sind im nächsten Video. Schäm dich, Reini, schäm dich, heißt das. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass es ein bisschen weniger grafisch wird und ein bisschen mehr dümmlich. Ich mag lieber den dümmlichen Rainer, weil über den kann man sich so sehr lustig machen. Den ekelhaften Borneo Pedro Rainer, den mag ich nicht so gern, weil das widert mir halt größtenteils an. Dann machen wir hier den Ding raus und dann hockt euch hier Sammermehrer. Reißt euch eine Halbe auf und mir ging an einer. Im Rainer. Also in einer Firma, in der ich gearbeitet habe, war es so. 6 Sekunden. Lüge. Lüge. Da kam eine ältere Frau auf mich zu, auch so um die 50, 60, keine Ahnung. Der Rainer ist ja so eine arme Sau, der kann auch nicht in Ruhe arbeiten, gell? Egal wo der arbeitet, es kommt immer irgendeine ältere Person her und will ihm an die Wäsche. Das ist ja fürchterlich. Wie soll denn der Mann, freilich kann der nichts, der hat es ja nie aufs Arbeiten konzentrieren können. Und ins Arbeiten lernt man, indem man arbeitet, ne? Wenn man dann nie dazukommt, weil man so eine dermaßen brutale sexuelle Ausstrahlung hat, dass jeder sofort einem an die Wäsche will. Vor allem alte Leute. Warum auch immer. Und ja, dann freilich passiert da nichts. Ne? Kann er wieder nichts für, der Rainer. Habe ich nicht nachgefragt, wie alt die war, irgendwas um die 50, 60. Frage ich nicht so nach. Auf jeden Fall sagt sie so zu mir, die kommt zu mir, während ich so an meiner Maschine stehe, ich habe keine Ahnung, ne, das waren so Frauen, die haben so Teile kontrolliert, die ich hergestellt habe. Habe nicht so drüber nachgedacht, habe halt meine Teile hergestellt, dann kommen die so zu mir, ich dachte, die wollte irgendwas wegen den Teilen wissen. Schaut mich an, sagt zu mir, ich habe die Frau in meinem Leben noch nicht gesehen, sagt zu mir, weißt du eigentlich, wie man wächst? Das 100%ig genau so ist das passiert. Wächst dir nicht? Es geht halt wieder genau so los. Rainer, heutzutage, wenn irgendjemand aus heiterem Himmel einem Mitarbeiter, vor allem einem, den er nicht kennt, diese Frage stellt, dann ist so schnell in der Personalabteilung eine Beschwerdung wegen Belästigung eingegangen, das scheppert. Deswegen macht das keiner. Ne? Als würde da die alle dahin gehen, durch die Werkshalle und sich dann denken, boah, schaut euch den da drüben an. Ja, der ist dick und stellt sich wie der allererste Mensch und hat sie wahrscheinlich nicht alle beisammen mit dem dummen Gesichtsausdruck, ne, dem Ogerkiefer, dem ganzen Ding. Diesen schweren Inzestunfall, den nehmen wir jetzt. Das hat sie sich gedacht. So ein Fetisch gehabt oder sowas, keine Ahnung. Oh. Ich schaue sie so an, denke ungefähr eine halbe Sekunde nach. Wie gesagt, ich bin eigentlich schlagfertig. Nein, Rainer, du bist nicht schlagfertig. Rainer, wärest du schlagfertig, dann hätten wir auf unserer Bingo-Karte fürs Wingelbingo nicht immer ein Feld, wo drauf steht schlechter Konter. Schlagfertig. Wie es ist, ein Stein in der Wüste bei Regen oder der unterirdische Feldweg, den es nicht gibt und so einen Schmarren, ne? Du bist überhaupt nicht schlagfertig, Rainer. Wärst du schlagfertig, dann wäre diese ganze Drachengame-Nummer wahrscheinlich niemals so eskaliert. Denkst du eine halbe Sekunde nach und sagst so, nein. Muss man einfach, einfach mal schauen, was sie sagt. So, nein. Dann sagt sie eiskalt, du gehst her, packst ihn aus, klemmst ihn in die Tür und haust ihm mit Schlappen drauf. Oh nein! Hat sich den Arsch abgelacht. Das ist halt irgend so ein
saudepperter Bauernfünfer Stammtisch-Witz. Mit dem Schlappen drauf. Den hat Quies nicht irgendwie die 50-jährige Mitarbeiterin, wie heißen sie? Inspekteurin? Ist das die weibliche Version davon? In der Firma, in der er gearbeitet. Wo war denn das? Beim Plaste Jakob oder was? Ging zu den anderen Weibern, die sich den Arsch abgelacht haben, und ich dachte mir so, okay, ich habe jetzt die nächste halbe Stunde Schmerzen, weil ich daran denken muss und dieser Witz mir niemals aus dem Kopf gehen wird. Aber du hast deinen Spaß gehabt. Vielen Dank fürs Gespräch. Frech, aber auch irgendwie witzig. In einer anderen Firma, das war auch über diese Firma, wo ich Schatz gearbeitet habe. Oder jetzt ist er in Fahrt. Ja, jetzt laufen sie die Rendermühlen und weiter Futter rein. Ja, in einer anderen Firma, da ist nur was Wilderes passiert, wenn der das schon gefallen hat, gell. Aber richtig, da geht's ja zur Sache. Hat mich mein Chef damals woanders reingebracht. Nur vorübergehend, nur freitags, einmal die Woche so für vielleicht 3 Stunden. Habe ich auch mal so 100, 200 Euro gekriegt pro Tag. War aber eben, wie gesagt... Alter, du hast für 3 Stunden 200 Euro gekriegt. Was sind das? Schätzt 65 Euro Stundenlohn? Du. Damals. Mit was hat er gesagt? 20 oder was er da war? Also 2011. Ne, 2010. Ne? Mitte 2009, immer ein Jahr älter als er. Also zwischen 2009 und 2010. Hast du, der dicke, ungelernte Sonderschulversager mit ohne Abschluss, für 3 Stunden Arbeit 200 Euro gekriegt? Rainer, warum hast du den Job nicht weitergemacht? Da hättest du das YouTube-Klump doch sparen können. Hätte ich damals schon einen Job gehabt, der so gut bezahlt, da wäre ich aber dabei geblieben, das darfst du aber glauben. Ein Schmarren, 200 Euro für 3 Stunden hat er gekriegt, ja. Einmal die Woche, und da hat er so, hat er auch so gemeint, waren halt auch so 2 Survivor, für die ich da gearbeitet habe. Das waren auch nur Angestellte, aber die haben halt da gearbeitet und waren halt mit mir die einzigen, die halt das war so eine, die haben Fisch und Fleisch haben die verkauft. So, das so eine Art Metzgerei war das. Vor allem ging es aber um den Fisch. Ich weiß nicht, ich habe in der Metzgerei per se, ich weiß nicht, ob ich da Fisch. Nicht, oder? Und einmal die Woche haben die Backfisch angeboten und den Backfisch habe ich rausgebrutzelt. Ja, fürs Backfischbrutzeln hast du für 3 Stunden 200 Euro gekriegt. Rainer, jetzt rechne doch einmal durch, ob sie das rentiert, einen fetten Behindi einzustellen, damit er 3 Stunden lang Backfisch brutzelt. Wie viel Backfisch mussten da brutzelt haben, dass sie das gelohnt hat für den? Und da haben die mich halt gebeten und haben halt gesagt, ja, ey, ne, pass auf, so, kommst du her, ne, und ja, dann bin ich halt dahin gefahren und eines der ersten... Kommst du her, ne, und dann, hier, Backfisch und so. Halt's Maul. Sachen, was die 2 Weiber waren, auch beide ältere Semester, das erste, was die 2 zu mir sagten, es war so, ja, mit uns 2 kannst du es eh nicht aufnehmen. Und haben das eindeutig, zweideutig gemeint. Ja, genau. Es ist fürchterlich. Es ist fürchterlich. Der hat so eine Ausstrahlung. Der kann nirgendwo hingehen, ohne dass die alle sofort irgendwie auf ihn springen. Männlein, Weiblein, alles wird nur noch spitz. Und das ist hier wie bei das Parfüm von Patrick Süßkind, ne? Wer es kennt, wenn der das drauf hat, irgendwie ist er dann unwiderstehlich für die Leute. So ein Ding ist das. Der Rainer kommt da hin und alle lassen sofort alles stehen und liegen. Boah, ich glaube, hier drin ist gerade fetter geworden. Und dann sag ich so, nee, überhaupt nicht. Das eine war ja auch noch dazu das eine war dazu ja auch noch die Frau von dem einen Arbeitskollegen. Okay. So bin ich auch zu der Stelle überhaupt gekommen.
weil die halt ihrem Mann erzählt hat, dass die unbedingt eigentlich eine Person für Wochenende mehr bräuchten. Und das hat halt... Renner, freitags ist nicht Wochenende. Samstag, Sonntag ist Wochenende. Freitag ist nicht Wochenende. Da wissen wir, sind wir mal wieder, wie viel Ahnung der vom Arbeitsleben hat. Ja, immer freitags, am Wochenende halt. funktioniert und dann haben die halt kurzerhand mich gefragt. Lange Rede, gar keinen Sinn. Es war auf jeden Fall dann so, dass ich dann halt einfach kurzerhand gesagt habe, wie gesagt, ne, schlagfertig. Ich gesagt, habt ihr eine Ahnung? Es ist wohl eher andersrum. Ihr zwei älteren Herrschaften kommt wohl eher nicht mit mir klar. Ah, das ist ein brutal guter Konter. Kann man gleich wieder einen Stempel auf der Bingo-Karte machen. Ne? Also, der extrem schlagfertige Rainer, ja, jetzt zweimal betont, wie fürchterlich schlagfertig er ist, sagt auf die erfundene sexuelle Belästigung von diesen zwei Frauen, ja, die da kommen, oh, du hast uns nicht im Kreuz. Warum auch immer die das sagen sollten, ne? Kommt dann sein ultra schlagfertiger Konter und ich übersetze das jetzt einfach mal in das geistige Niveau, auf dem wir uns hier eigentlich befinden. Selber. Ich glaube, du hast mich nicht im Kreuz. Jetzt hab ich's aber gegeben. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung, ne? Warum man sich solche Geschichten aus dem Arsch, aber wenigstens ist jetzt nicht wieder der Ober mit dem Bademantel unterwegs. Und Goblins habe ich bisher auch noch nichts gehört, so wenn es auf dem Niveau bleibt, bin ich Gucci. Da haben die mich ganz schön dumm angeguckt, ey. Ja, da haben sie dich, da hätte ich dich aber auch ziemlich dumm angeguckt und gedacht, okay, kommt da jetzt noch was? War das jetzt wirklich der Konter? Das ist wirklich schlagfertig. Das ist. Boah, bitte nehmen Sie die Zunge aus seinem Arsch. Das glaube ich. Hab ich so, naja, ich habe es ein bisschen anders ausgedrückt. Ich nicht. Ich habe, glaube ich, erst sowas gesagt. Jetzt, ich hab's ein bisschen anders aus. Kennt ihr das? Also, jeder Mensch ist ja irgendwo mehr oder weniger schlagfertig, aber egal wie schlagfertig man ist, dass man so eine Situation hat, wo man dann eine Stunde später oder 5 Minuten später oder einen Tag später, auf jeden Fall erst, wenn es rum ist, einem einfällt, ach scheiße, das hätte ich sagen sollen. Das wäre guter Konter gewesen. Das ist jetzt bei Rainer passiert, der hat jetzt sich diesen fürchterlich behinderten Konter einfach aus dem Arsch gezogen und jetzt in den letzten 30 Sekunden ist ihm eingefallen, ich hätte noch was anderes sagen können. Und so, ja, aber eigentlich habe ich ja das und das gesagt. Rainer, du, oh. Warte, wie hab ich's gebracht? Ich habe dann gesagt gehabt, ja, genau, die letzten 2 Mädels, die ich letzte Woche durchgenommen habe, oder so ähnlich habe ich es dann dahergebracht. Ja, natürlich. Haben auch nicht existiert. Welcome to the club, old ladies. Ihr müsst es euch wirklich, ich stelle mir das dann immer bildlich vor, weil der kommt da rein an seinem ersten Arbeitstag, wird instant sexuell belästigt und danach, was ich halt als ein Mädel flachgelegt habe und ich hab so Mine im Kreuz. Ja, hey, der Mann hat einfach jeglichen Bezug zur Realität verloren. Es geht, Also die konnten sich letzten Endes nicht mehr, letzten Endes nicht mehr laufen. Letzten Endes. Danach so fertig waren die, oder so Ja. ähnlich habe ich es dann gebracht. Also so richtig Hardcore halt dann auch. Ja, wieso bist du versehentlich mit deinem ganzen Gewicht über ihre Beine gerollt? Hast an mehreren Stellen gebrochen. Ah, jetzt können sie leider nicht mehr laufen. Oha. Ja, beim 960er ist er oben gelegen. Ah, das hat dann das Rückgrat von dem Bärchen nicht mehr mitgemacht. Ja, laufen ist jetzt nicht mehr, aber immerhin ist sie glücklich, weil sie endlich mit dem Rainer intim werden konnte. Was andere Leute, hier die alten Weiber hier in der Metzgerei, die dürfen das nicht, ne? Hast ja Oder gar haben die mich keine ein bisschen Gnade dumm- gezeigt, ja? Ja, Mädchen. Witz ist die. Arm? Nee. Der Witz ist, die haben sich dann den Arsch abgelacht. Was? Warum? Die haben sich, weil die das lustig fanden. Das ist, das war dann nicht peinlich oder so. Die fanden das witzig. Das ist dann ihre Art von Humor gewesen. Nur, dass die nicht damit gerechnet haben, dass ich denen Kontra gebe. Ja, okay. Das ist funny.
Ja, ist es nicht. Aber keine Ahnung, was willst du jetzt da als Matt-farmendes Bärchen auch dazu sagen? Ne? Was willst du jetzt da dazu sagen? Es ist offensichtlich hanebüchener Schmutz, was er da labert. Aber das kannst du mir nicht unter die Nase reiben, weil ansonsten fliegt der Bannhammer und das Ende im Gelände mit Matt-Farmen. So, wir müssen jetzt nochmal gucken, dass wir hier mal die Dinger fertig kriegen. Ich bin da leider Die nicht Schenke. so schlagfertig. Ich habe da oft nicht so schnell eine Antwort parat. Ach, ich bin da eigentlich. Also mittlerweile bin ich da jetzt wieder besser drinnen. Früher war ich da richtig gut drin, gerade in meiner Jugend. Ja, der Rainer müsste wissen, der war im Debattierclub in seiner Jugend. Er über alle Themen der Weltpolitik debattiert, deswegen kennt er sie ja so gut aus. Und er war das schlagfertigste von alle. Ja, keiner hat sie brechen können, das Wasser. Ein Maul, Alter. Mm, ja. Ja, aber die eine Frau da, die war schon heftig drauf. Ja, die hat mich dann letzten Endes halt auch dazu gezwungen. Es geht nicht. Es ist exklusiv bei jedem Mal, wenn er auf dieses scheiß Thema kommt, ist irgendwo Zwang im Spiel. Aber er steht ja nicht auf sowas, gell? Steht überhaupt nicht drauf. Aber jede Geschichte, die er sich ausdenkt, ja, dann ist es schon so, ne? Die hat halt auch gesagt, ne, so, das Problem war halt, und das ist einer der Gründe, warum ich bei Frauen eigentlich immer ein bisschen bin. So, wollen wir uns hinlegen? Es ist schon wieder dunkel. Oh, ich bin ein Stückchen weiter weg. Das dauert ein bisschen, bis ich da bin. Hä? Du stehst doch direkt neben mir. Indirekt. Bis... Also so weit weg bist du jetzt nicht. Ja, dauert trotzdem ein kleines Stückchen. Bin gleich im Dorf wieder. Ich seh's. So. Ach ja, ist doch schon aufgefallen, wir haben Lampen, ne? Lampen. Schick. Tot. Tür auf. Ein Schlafen gehen. Wer kümmert sich um das Kind? Ich wach auf und gehe dann einfach raus. Hallo Kind. Oh, nee, Ach stimmt, das Kind ist ja geboren. Hey, hör mal, hier, brauchst du hier mal ein bisschen häusliche Gewalt hier, oder was? Ja, Rainer, weiß ich nicht, ob da jemand wie du drüber Witze machen sollte, ne? Ich glaube nämlich, dass tatsächlich, wenn, wie gesagt, irgendeine pralle Sumpfkuh sich dazu herabgelassen hätte, sich mit ihm tatsächlich einzulassen und mit ihm in die Schanze gezogen wäre, ich glaube, da wäre häusliche Gewalt schon ein Thema gewesen irgendwann, ne? Ich glaube nicht, dass der sich bei seiner Partnerin mehr unter Kontrolle hätte, wenn die irgendwas tut, was ihm nicht passt, als bei irgendwelchen Kuchenkindern, die Herr Winkler rufen. Ja, nee, lieber nicht. Da fällt mir noch was anderes. Da fällt mir noch was anderes ein. Warte mal. Ja, Halleluja, jetzt ist ihm nochmal was eingefallen. Wäre ja langweilig gewesen sonst. Mal kurz. Oh, noch eins? Mhm. Kann man 2 Kinder haben, wenn das Ja, alles so klingt? ich glaube sogar 3. Also das ist geil in dem Computerspiel, auch wie im richtigen Leben dann, ne? Entschuldigung. Ne? Oh ja, jetzt ist sie schwanger, wunderbar, super toll. Ach ja, das Kind war ja auch, nachdem das Kind geboren ist, das war ja auch nur irgendwo. Ach, scheiße. Oh Mann. Gleich noch eins machen, damit sie gleich wieder schwanger ist. Ja, tatsächlich. Oh, okay. Ich bin schwanger. Jo, sehr gut. Ja, meine Schwimmer müssen ja. Was ist das? Die Steigerung, oder? Schwanger, schwänger. Am schwängersten. Müssen ja echt stark sein. Ja, anscheinend. Musst du dich um das Kind jetzt eigentlich gar nicht kümmern? Kannst du irgendwas machen? Nee, kann ich nicht. Hör auf, das Kind dauernd zu schlagen, sonst schlag ich dich mal. Ich boxe. Ich will das Baby nicht boxen. Aber ich kann nicht. Ja, dann lass es. Los, raus da. Glaubst du das, Geh bloß mit dem Kind in deinem Bauch ein bisschen besser um. Das werde ich nicht boxen. So, wie schaut's denn aus mit dem Holz? Kannst du da gleich was reinpriemeln? Ach ja, stimmt, ich habe ja gesammelt. Ich meinte eigentlich, Ach so, ja. Ja, warte. Ja, wo ist mein Ding? dann müsste die Schenke nämlich gleich fertig sein. Ich glaube, ich krieg die sogar fertig. Ja, ich Ja. habe sie fertig bekommen. Ich mach mal kurz hier, ne? Gaming-Gebrabbel und so weiter, ihr wisst Bescheid. So, bin ein bisschen weiter nach vorne gegangen, ne? Gaming-Geblubber übersprungen. Ich habe jetzt hier rechts auch wieder, das habe ich vorhin vergessen gehabt, mir die Timeline auf den anderen Bildschirm gelegt. Und wir sind jetzt bei einem Kapitel, das heißt Festival 2000,
17 bis 18 ausdenken. Ich war auf dem Festival. Lügenlord. Ja. Du warst nicht auf das letzte Festival, auf dem du warst, war. Was war das? 15? Ich glaube 2015, oder? 14 oder 15? 15 war es, glaube ich, Summer Breeze. Das war das letzte Festival, auf dem er war. Das ist 10 Jahre her, Rainer. Ach, schau mal, da hat eine Frau ein Kind auf dem Arm. Oh. Ich war auf dem Festival 2017. 17 oder 18, ich weiß nicht. Oh, Es ist gelogen, Rainer. Es ist gelogen. Rainer, wir wissen ganz genau, dass du 2017 und 2018 auf keinem Festival warst. Es ist gut dokumentiert, wo du dich aufgehalten hast über dieses Jahr hinweg. und genau, ich war da auf dem Festival und die haben, da habe ich einen Typen kennengelernt. Wow. Und da ist wild zur Sache gegangen. Es ist wild zur Sache gegangen. Auf dem Festival, alle haben sie gebimst, permanent. Und jeder mit jedem. Egal, wer wen mitgebracht hat und so. Und alle waren happy damit. Ne? Ein ganz witziger Typ eigentlich. Ja, und mit dem habe ich dann kurzerhand einfach mal einen kleinen Quickie auf dem Festivalgelände hingelegt. Tada! Schick, nicht schlecht. Ja, verrückte Welt. Kann man ja mal mit reinmachen, so warum nicht? Ich meine, Festivals bieten sich ja perfekt dafür an, so. Das war eigentlich eher Zufall. Ja? Ja. Also das war erst so, wir haben beide ordentlich gebechert. Ja, normal. Wir haben beide ordentlich gebechert und dann kam die Situation auf. Die Situation 2017 und 18. Ey. Was, Rainer, welches Festival war denn das? Welches war es denn? War es Rock am Herzfeldsee oder Summer Breeze oder Wacken? Dass ich kurzerhand, ich weiß gar nicht mehr wie genau, auf einmal, also das war eigentlich wirklich komplett Zufall, weil eigentlich ist dann halt einfach so gewesen, wir haben dann einfach angefangen rumzuschnurren, also rumzuknutschen. Mhm. Und Ja, wie man das halt so macht auf so einem Festival. Das passiert mir dauernd. Das ist fürchterlich. Also, praktisch, wenn ich auf ein Festival gehe und ich treffe mich da mit meinen Leuten und ich stelle dann da meinen Campingstuhl hin, reiß mir die erste halbe auf, 5 Minuten später habe ich von irgendeinem Späßel von mir schon wieder die Zunge im Hals. Das passiert auf diese Festivals einfach dauernd. Ja, ich kann es mir auch nicht erklären. Ja. Außerhalb vom Festival sind wir alle ganz normal und da ist auf einmal Halligalli Drecksau-Party. Ne? Wissen ja auch die Leute aus der Szene nicht, bei so einem Festival geht es ja auch nicht um die Mucke und ein bisschen um die Szene und so ein bisschen um das Lebensgefühl. Nee, da geht es wirklich rein nur ums Bimsen, immer. Come on. der ist dann halt einfach hergegangen, also ich hab mir erst gedacht, so, ne, der haut mir gleich eine rein, war aber tatsächlich nicht. Das hätte er besser mal machen sollen, Rainer. Das würde, glaube ich, sogar in deiner Fantasie gut tun, dass du mal eine kriegst. Nicht der Fall, sondern der ist dann halt einfach kurzerhand hergegangen und hat einfach gesagt, okay, gut, ne, er ist dann einfach, Kurzerhand ist in letzter Zeit eines seiner Lieblingswörter wieder. Kurzerhand, dieses, kurzerhand, jenes. Das ist jetzt, kurzerhand löst, ist hergegangen und hat ab. Ne? Wo früher immer gesagt, ja, ist hergegangen, obwohl manchmal kommt es da zusammen, der ist kurzerhand hergegangen. Alter. der ist mir dann einfach direkt an den Schwanz gegangen. Und wir waren, also es war so, ich bin auf dem Festivalgelände rumgelaufen, so, und dann habe ich halt, wie es halt oft so ist auf Festival, ich weiß nicht, ob du da mit den Metal-Festivals dich auskennst. Rainer, du kennst dich mit Metal-Festivals nicht aus. Rainer, du warst auf 2,5 Metal-Festivals. Rainer, du warst, ich glaube, einmal war er auf Wacken, dann war er auf Summer Breeze und dann war er noch auf Rock am Herzfeldsee. Da ist er aber am zweiten Tag beleidigt abgerauscht, weil die alle, mit der er da hingegangen ist, mit irgendeinem anderen rumgeschlägt hat. Ne? Da hat er sich dann rabensatt ins Auto gesetzt und ist bierselig nach Hause gedümpelt, heulenderweise, weil die alle nicht der gleichen getan hat. Rainer, du warst auf keinen 3 Festivals in deinem ganzen Scheißleben. Erzähl mir du nichts davon, wer sich mit Festivals auskennt. Ja.
also ich bin da rumgelaufen und wie es halt oft so ist, ne, da saßen dann halt 2, 3 Leute rum, die dann halt gesagt haben, hey, ja, ne, komm her, sauf mal eins. Ich so, ja, cool, ne, sauf mal eins, geil. Und Geil! Saufen! Kennt ihr den Dicken im Auto? Das ist geil, denn der war auf einem Metal Festival, der Rainer, und niemand hat ihn erkannt. Oder es haben ihn dann, das sind dann auch immer die Geschichten. Ich weiß nicht, ob er auf diese riesengroße Logiklücke in seinem Plot zu sprechen kommt, dass er auf dem Festival ist mit mehreren tausend Leuten und ihn niemand erkennt. Aber die Story ist dann entweder, ja, ich weiß auch nicht wie, ja, ich sehe ja vielleicht auch in der Realität einfach ganz anders aus, als wie irgendwie über die Kamera. Oder, ja doch, ein paar haben mich schon erkannt, aber das waren richtige Fans und die haben mich nicht verraten. Das sind also die zwei Lügengeschichten, die er sich dann da aus dem Arschgebirge zieht. Einer, du warst 2017 und 2018 nirgendwo. Das einzige Festival, das du 2018 erlebt hast, war Schanzenfest. Ja? Und da hat Quiescorner ein Bier mit dir getrunken. ich bin dann halt da hingegangen und hab dann halt ach stimmt, wir müssen da ja auch noch die Arbeiten einstellen bei dem Fuck. Es war das Schanzenfest. Der Herr Müller ist hergekommen und hat gleich geschleckt mit ihm. Der Rainer. Oh, ein Banditenlager. Wo ist Wo will ich haben? da bei mir direkt. Ja, dann bleib da in der Nähe, aber lass dich nicht erwischen, ich komme. Ich muss hier das noch kurz fertig anstellen. Also was so, ich bin auf dem Festivalgelände rumgelaufen und wie es halt auch so ist, haben dann halt ein paar Leute mich gesehen. Also es war jetzt aber keine Hater oder so, die kannten mich glaube ich gar nicht, auch wenn ich nicht darauf eingegangen bin. Und wir haben uns dann eben unterhalten und haben halt ein bisschen geredet und ein bisschen gesoffen. Und ein paar von denen wollten unbedingt... Alter, die haben, ich schau gerade hier rechts in die Timeline, die haben halt extra für Wolten ein extra Timestamp genommen. Das finde ich schon wieder lustig, ne? Wolten noch zu einer Band, so. Ich wollte eigentlich auch... Ich hab mir neulich was angehört. Ich hab gedacht, ich muss sterben. Ich hab gedacht, ich hab mir eine Reaction angehört, da ging es um reines Rechtfertigungsgeblubber bezüglich der Wien-Aussage. Und dann kam man dann so meinte, ja, das ist halt dann, wenn ich die Leute nicht kenne, dann geht mich das halt nicht so an, wenn da Menschen sterben. Weil Menschen, oder er hat einen Kommentar vorgelesen, wo auf jeden Fall es darum geht, Menschen sterben. Ich hab keine Luft mehr gekriegt, 5 Minuten lang, Leute. Das ist fast so episch gewesen wie Garten verschönern, ne? Zu der Band, hab dann aber kurzerhand entschieden und hab gesagt, nee, ich gehe jetzt doch nicht zu der Band. Kurzerhand, ne? Schicksal. Oh, wir haben Deputation +11, was hast du getan? Ich habe einen Typ gekillt. Sag dir nicht, du sollst warten? Wenn die dich töten, woher soll ich wissen, wo das Lager ist? Aber mir geht's gut. Rainer, hier, Gestapo-Ton wieder ausschalten, bitte. Ja, wenn die das hinkriegt, auch ohne dich, wahrscheinlich besser als du, dann lass sie das machen. Beschissener wie du im Zocken kann die nicht sein. Ich kann es mir schwerlich vorstellen. Aha, 2 Sekunden später, ich bin tot. Wie konnte das nur passieren? Also ich habe jetzt halt 3 getötet. Und ich habe noch nicht die Hälfte der Leben verloren. Aber ich warte jetzt halt auf dich. Naja, mehr als 3 sind es ja, glaube ich. Ne? Dann kannst du das Lager auch gar knicken. Nee, hier geht's nicht darum, ob sie dann stirbt oder nicht. So, der Rainer ist ein alter Loot-Goblin, ne? Ist ein alter Loot-Goblin. Der will halt das ganze Loot von diesem Banditenlager haben. Und jeden, den sie killt und lootet, da kriegt er das Zeug nicht. Und jetzt ist er angefressen. Dass er jetzt da ganz umsonst hingewongelt ist. Schwere Arbeit, ne? Mit WASD dann da in dem Spiel dahin laufen, ist harte Arbeit. Und sie praktisch schon das halbe Lager gelootet hat. Und jetzt ist er stinkig. Oh, 3 oder 4 sind es meistens, mehr ist es gar nicht. achso. Dann kannst du das Lager auch gar clearen eigentlich. Okay. Oh, da ist noch So, eine also- Karte. Ja, dann macht ihr auch noch kalt. Mehr als 4 sind es normalerweise nicht oder ganz selten. So, also ich bin dann zu dem hingefahren und bin dann zu denen hingegangen und habe mich mit denen halt unterhalten. So, ganz normales Gespräch, wie man es halt so kennt von Festivals. Und Huch, am Ende, was? da war noch einer.
Da war noch einer. Sind wir doch getötet worden? Ja, da war noch einer. Ja, Mann. Wenn man einmal nicht auf die Leute aufpasst. Weißt du noch ungefähr, in welcher Richtung ich stand? Ja, tatsächlich. Die Sache ist nämlich, wenn du das Banditenlager, das war nämlich der Grund, warum ich kommen wollte, weil wenn du das Banditenlager killst und das wirklich vielleicht ein großes Lager ist und wir da eine Person haben, die wir befreien können, haben wir vielleicht das Schwein, dass wir eine Person haben, die wir richtig geil retten können. Wo wir richtig geil was draus reißen können. Oh, das könnte sein. Also es sah sehr groß aus auch. So. Ich sehe jetzt zig Holzsperre. Wieso hast du keine Eisensperre? Ich habe mir einfach auf die Schnelle schnell Holzdinger gemacht. So, ich habe ihn. Ja, wieso auf die Schnelle? Man hat immer Eisen- oder Kupfersperre dabei, wenn man... Boah, Rainer, wie gesagt, Gestapo-Ton, bitte, bitte runterschrauben. Also ab dem Zeitpunkt, ab dem man Sperre hat. Okay. Schon allein mit einem Wölfe angreifen, braucht man die. So, da oben ist noch mehr zu looten. Alter, hier ist alles zum Looten, ist das geil. Wo war ich jetzt stehen geblieben? War das, soll ich überhaupt noch weiter erzählen? Ich weiß gar nicht, wir kommen so oft vom Thema ab. Nein, Rainer, lass bleiben. Ne? Die Geschichte ist eh erstunken in der Logen. Die hat keinen Mehrwert für niemanden. Das ist auch. Hier, komm. Bemühe doch deine wenigen kleinen grauen Zellen dann doch nicht noch mit sowas. Da konzentriere dich aufs vegetative Nervensystem. Einatmen, ausatmen, fressen, kacken, das passt schon, ha? Schnauze halten. Alles gut, du kannst ruhig weiterziehen, wenn du möchtest. Ich habe keine... Also, ich war halt bei dem und habe mich halt mit dem unterhalten, so, und, oder mit denen. Dann sind die anderen, wollten unbedingt noch zu einer Band, aber ich wollte zu der nicht unbedingt mit. Und der eine wollte auch nicht mit und dann haben wir uns halt kurzerhand ein bisschen drüber unterhalten, was so alles war und keine Ahnung. Was mache ich denn den ganzen Holzsperren jetzt weg damit? Die nehme ich einfach wieder mit. Nee. Ich mache die jetzt dann gleich einen ordentlichen Satz Kupfersperre. Wenn ich könnte, würde ich die gleich Eisensperre machen, aber ich habe nur 5 Eisensperre und die habe ich gefunden. Okay. Tolle Boss, jetzt bin ich auch noch durch das Feuer gelatscht und hab Schaden genommen. Okay, also es ist kein Lager, wo man hier groß was Dingsen machen kann. Schade. Dingsen machen, das wäre schön gewesen. Dingsen machen ist immer, das macht man bei Spiele immer am allermeisten Spaß. Ja, aber da oben ist noch mehr zum Looten, da gehe ich jetzt hin. Also, und nachdem die dann aufgebrochen waren, hat er mir halt einfach noch ein Bier in die Hand gedrückt und wir haben uns unterhalten und so weiter. Wir haben auch tatsächlich eigentlich gar nicht über das Thema Sex, über Liebe, über Ficken oder sonst was gesprochen. Wir haben uns einfach eigentlich haben wir uns vor allem über die Band unterhalten, zu der die anderen gerade unterwegs waren. Ja, no shit, Rainer. Man möchte fast meinen, die Leute auf so Festivals unterhalten sich sehr viel über die Bands, die da spielen. Oder über andere Festivals, auf denen sie waren. Ne? Und ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Er saß dann plötzlich ganz dicht neben mir, hat mich dann so komisch angeschaut und ich habe dann einfach nicht drüber nachgedacht und habe ihm einfach einen Kuss gegeben. Und ich habe gesagt, erst damit drüber nachgedacht. Ich habe gedacht, scheiße, ne? Hoffentlich knallt er mir jetzt keine, auch wenn das jetzt eigentlich ein Alkoholausrutscher war. Aber er hat mir dann letzten Endes keine geknallt. Okay, ich glaube, das war der Ort, wo ich vorher schon mal war. Ja, das ist ja wahrscheinlich. Das sind alles gelootet hier. Hab gedacht, so hoffentlich knallt er mir jetzt keine, oh Gott. Und dann war aber das Ende vom Lied, dass er den Kuss dann einfach kurzerhand erwidert hat. Und bevor wir groß wussten, was passiert ist, haben wir halt einfach angefangen rumzuknutschen ohne Ende. Und da wir noch ein bisschen Zeit hatten, haben wir uns dann einfach kurzerhand ins Zelt gelegt von ihm, das er auch alleine hatte, also wäre auch keiner reingekommen. Ja, und keine Ahnung, dann hat er halt recht schnell meinen Schwanz im Mund gehabt, hat mir einen geblasen. Da ich aber ihn auch noch anblasen wollte, hat er sich dann so gedreht, dass ich ihn halt in den Mund nehmen konnte und haben uns dann halt gegenseitig angeblasen und dann runtergeholt, bis wir beide abgespritzt haben. Sie fragen sich, ob die Geschichte wahr ist. Ich muss Sie enttäuschen, Sie liegen daneben. Oh, okay. Ja. Wilde Story. Krass. Ja, war auch tatsächlich echt geil. War aber tatsächlich wirklich insofern ein One-Night-Stand. Tatsächlich, wirklich, echt jetzt, glaub mir, das ist wirklich so passiert. Ich scheiß die hier nicht an. Weil wir haben dann nicht wirklich drüber geredet, weil als die anderen zurückgekommen sind, waren wir noch da gesessen und haben wieder gesoffen. Er hat mich dann noch angegrinst, als ich aufgestanden bin und gesagt habe, dass ich mal langsam zu den anderen zurück muss, also zu meinen Leuten. Ja, und dann haben wir gesagt, ja, wir sehen uns später und so. Aber am nächsten Tag, das war dann schon das Ende vom Festival, am nächsten Tag wollte ich noch einmal zu dem, habe gedacht, ich schau mal, ob ich mit dem noch Nummern austauschen kann, vielleicht trifft man sich ja mal wieder. Tatsächlich war aber dann ihr Lager schon leer zu dem Zeitpunkt, obwohl ich echt früh bei denen war. Und ja, hab den nie wieder gesehen. Gar nicht mehr? Nee, die waren ja weg. Das Festival war ja zu Ende. Und wir waren zwar nicht die Letzten, die gefahren sind, aber wir waren halt trotzdem jetzt nicht gerade die halt besonders früh wach waren und haben halt ein bisschen uns Zeit gelassen. Rainer, du hast vor 20 Sekunden gesagt, dass du besonders früh aufgestanden bist, aber der trotzdem leider schon weg war. Und jetzt sagst du, ja,
Die meisten Leute waren ja schon weg, weil wir waren ja nicht früh wach. Und sind erst gegen Mittag aufgebrochen, da war aber der Campingplatz irgendwann schon leer. Und ich bin halt, nachdem ich aufgestanden bin, direkt zu denen gefahren, aber da waren die schon weg. Also zu denen gelaufen, aber da waren die schon weg. Genau, und hab den danach auch nicht mehr wieder gesehen. War eigentlich schade, war ein super netter Typ. War auch ein bisschen älter, das Semester, auch so um die, weiß nicht, um die 40 war der, glaube ich. Ja. Ja, das ist immer schade, wenn sich dann wenn sich halt die Wege dann so trennen, wenn man sich eigentlich doch ziemlich gut verstanden hat und besonders auf einer Ebene, die Ja. einem besonders gefällt. Ja, Naja, was heißt besonders gefällt? Es ist halt im Prinzip letzten Endes etwas gewesen. Das ist halt durchs Festival. Das ist doch, dass ich ihm einen Kuss gegeben habe, ist durchs Festival entstanden. Dass wir uns dann gegenseitig einen runtergeholt und geblasen haben, bis wir beide abgespritzt haben, ist das andere gewesen. Ja, das ist ja nichts gewesen, was jetzt irgendwie geplant oder so gewesen wäre oder wo jetzt groß irgendwie wir ein Augenmerk drauf gelegt gehabt hätten. Von daher war das schon okay. Ah, okay, na gut. Aber ich habe noch ein paar andere solche Storys, also ich habe da schon ein paar. Ja, Rainer, ich befürchte es. Ne? Was der Mann, wenn er versucht, einen Text in einem Videospiel zu lesen, ne, stottert er sich das einen Buchstaben nach dem anderen zusammen wie ein Behinderter. Diese Scheiße kommt dem Fließband aus seinem Klöterkopf raus. Warum, ey? Warum? So Sachen erlebt. Oha, was du alles Also- erlebt hast. Ich bin richtig Na, genau, neidisch. also Mein Leben ist voll speziell, langweilig. naja, speziell mit Männern halt jetzt. Ne? Mit Frauen habe ich dafür keine Erfahrungen oder fast keine. Ach so. Okay. Ja, Rainer, die Story, die ändert sich auch von ne, jetzt auf gleich. Einmal war es dann doch wieder irgendwelche Mütter von irgendwelchen Freunden oder sonst irgendwas, als du jung warst. Und dann ist wieder Mutter, Vater irgendwie erst mit 28, 29 und dann ist wieder irgendwann ganz wann anders. Ne? Okay. Und das ist wiederum etwas, was mich stört. Dass du keine Erfahrung mit Frauen hast oder wenig Erfahrung oder wie? Richtig, ja. Ja, kommt bestimmt schon noch so. Warum nicht? Was stört denn dich daran so? Besonders so, weiß ich nicht. Ja, ich würde halt öfter gerne mal eine Muschi vögeln, ne? Ja, Und ich ja. mag generell Sex mit einer Frau, mag ich halt einfach gerne. Das ist halt nicht. Rainer, woher willst du das wissen? Das, ne? Dafür müsste man ihn mal gehabt haben, ne? Um das Ziel sicher sagen zu können. Kann auch sein, dass du es dann das erste Mal machst und dann denkst du so, eigentlich so toll war es gar nicht. Ja? Die Wahrscheinlichkeit ist sogar relativ hoch bei jemandem, der sich über intensiven Borneo-Konsum so sein limbisches System dermaßen kaputt gewichst hat, dass das immer extremere Scheiße braucht, um überhaupt noch irgendwie sowas wie Lust empfinden zu können. Vergleichbar, ne? Du kannst ja Sex mit einer Frau und einer Muschi, also einer Möse, nicht vergleichen im Vergleich zum Schwanz. Das ist ja was ganz anderes. Ja, das erklärst du mal manchen Leuten auf TikTok. Ihr kennt das, jedes sagt, ihr kennt das des Jahrhunderts, aber er ist da manchen Leuten im Internet auf Social Media weit voraus der Erkenntnis, wie das Dödel und eine Pflaume sind zwar unterschiedliche Sachen. Nein. Radikal ausgedrückt. Ja. Aber ja, das ist ein fairer Punkt, das stimmt wohl. Nee, mein Leben ist dagegen eigentlich voll langweilig. Ach Quatsch. Ja, da passiert halt einfach nicht so viel. Denk mal da. Ja, Rainer, bei Rainer passiert dann auch nicht so viel, ne? Wer hat das gesungen? Das ist alles nur in deinem Kopf. Also das richtige Leben, liebes Bärchen, ist bei dir 1000-mal spannender als bei ihm, weil bei ihm sieht die Realität trister aus als bei manchen Leuten im Knast. Und alles, was er sich da in seinem Ogerstübchen zurecht rendert, ist halt keine Ahnung, Zeuge der eigenen Erbärmlichkeit. Die ganzen Bären zusammen, ne? Das müssen momentan jetzt ist gerade die Saison für Bären. Also viele Bären wie möglich sammeln. Ich habe schon Nee, ist Bärchensaison ist wieder, Rainer. Im Sommer ist immer Bärchensaison. ein paar gesammelt und in die Dings rein. Es ist schon mal aufgefallen, dass diese ganzen Bärchenleaks ganz oft irgendwie Juni, Juli, August entweder passieren, also laufen, aufgenommen werden oder veröffentlicht werden. Sommer ist Bärchensaison. Das ist gut fürs Sommerloch. So, wenn die Eishockeysaison pausiert, dann hat
Hat nur was zur Unterhaltung. Reingepackt. In die Versorgungstruhe Truhe. da. Ich dachte, wir sollen die in die Ding packen. In die Lebensmitteltruhe. Ja, meine ich ja mit Versorgungstruhe. Da, wo halt die Nahrung drin ist. Ach ja. Und ich weiß nicht, denkst du dann gerne an die Sachen zurück, die du da so erlebt hast auf den Festivals und sowas? Weil das ist ja Also auf wirklich Festivals, sehr auf Festivals war das einzige Mal, Festivals. Mhm. dass ich was erlebt habe. Oh, okay. Oder halt generell Aber ich habe, so Sachen. also Im Übrigen, das ist auch, ne, da hat er auch schon andere Storys zusammengelogen, was er auf dem Festival nicht schon alles erlebt hat. Ne? Jetzt ist es wieder die einzige Sache, die er erlebt hat. Ne? generell habe ich, die meisten Sachen habe ich in meiner Schulzeit erlebt. Also mit Männern, so. Mhm. Zum Beispiel in einem Schullandheim, beziehungsweise Schullandheim war das nicht, das war eher ein man kann das eher als Zeltlager auch betrachten. Wir hatten einen Typen in Das Zeltlager der Lust, jetzt geht's los. der Schule, der war ein bisschen, Dom, und das warst du, Rainer. Den mochte keiner. sagen wir crazy? Auf jeden Fall ist das so gewesen, ja, ich weiß nicht, wie ich das anders bezeichnen soll. Auf jeden Fall ist es so, dass der Typ, wo kommt jetzt der Bär her? Eine Sekunde. Rainer, Bärchen, nicht Bär, Bärchen. Kurz Bär gekillt. Also, das Hauptproblem. Oh. Erst Doppelräusper, dann Dreifachräusper. Das ist ja fast ein Fünffachräusper. Da geht's los jetzt. Jetzt ist der Motor warm gelaufen. Die Rendermühlen. war, komm her, du Sau. Das Hauptproblem war, dass der war ein bisschen merkwürdig so. Der war hyperaktiv, war von vielen so ein bisschen ausgegrenzt, hatte auch nicht gerade die beste Körperhygiene, wobei ich da die Fresse halten sollte in dem Alter. Oh. Ja, Rainer, im heutigen Alter auch. Du hast im letzten League irgendwie stolz verkündet, dass du keine Unterhosen trägst, weil dich die einengen würden. Es war letztendlich so, der ist halt von allen nur ein Letzten Endes. bisschen ausgegrenzt worden. So. Und ich mochte den eigentlich auch nicht. Okay. Aber in dem Zeltlager war es mal so, also wir hatten, die Sache ist die, wir hatten in dem Zeltlager eigentlich die Situation, dass wir Jungs Die Sache ist die Situation. und wir Mädchen, also die Jungs und Mädchen hatten halt Badezeiten. So. Ein bisschen wie in Animes, kennst du das ja vielleicht, in denen so Schullandheimen und so weiter sind. Wie in Animes, da haben wir es ja wieder. Er hat sich irgendeinen Anime über irgendein Schullandheim angeschaut. Höchstwahrscheinlich einen, wo man sich als normal denkender Mensch fragt, ob das schon strafrechtlich relevant ist. Weil wenn ich von den vorherigen erfundenen Gehirngespinsten aus diesem Video jetzt mal ausgehen werde, wird es wahrscheinlich wieder eine sexuelle Komponente haben. Wir bewegen uns jetzt wieder auf diesem Parkett. Da haben die ja irgendwie so Badezeiten so. Und zu bestimmten Zeiten durften die Jungs und zu bestimmten Zeiten durften die Mädchen rein. Und in dem Fall war es genauso, dass die halt auch am Schluss nochmal die Situation hatten, dass jemand, der halt getrödelt hatte, aufgrund von seinen Aufgaben, beim Essen machen, helfen oder sonst was, später dran war, durfte der halt danach später nochmal rein. So. Da gab es dann nochmal zweite Zeiten für Jungs und Mädchen. So. Und da wir bloß 2 Klassen waren, also sprich 40 Schüler ungefähr, bist du ein Dieb? Nein, du bist kein Dieb. Bin ich ein Dieb? Nö, ich bin kein Dieb. Was ist mit dir? Ach, das ist ein Händler. Ach, der hat bloß rote Beete, weg damit. Was verkaufst du? Rote Beete. Ja. Danke. Was verkaufst du? Okay, rote Beete Samen. Okay, ist einfach nur ein Händler, der hier rumsteht, okay? Random, einfach irgendwo in der Pampa. Genau, also ich war an dem Tag dran, bei der Küche, beim Aufräumen und so zu helfen, also sprich beim Abwasch und so weiter. Also waren wir da halt so, also wir hatten halt quasi so 2 Gebäude. Das eine war halt so die Toiletten und so weiter und das andere war halt so die Küche und der Essensraum. Und ansonsten war das halt wirklich ein Zeltlager. Das heißt, du hast wirklich nur dein Zelt gehabt oder halt das Zelt, mit dem du dich das geteilt hast. Es gab auch Gruppenzelte. Ich hatte aber mein eigenes Zelt, weil meine Eltern mir halt da ein eigenes Zelt gegönnt haben, beziehungsweise mein Patenonkel. Und hatte dann eben mein eigenes Zelt, worüber ich mal ganz froh war. So, der Typ allerdings, den haben die aus dem Gemeinschaftszelt rausgeworfen, weil die ihn einfach nicht ausstehen konnten. So, und da kamen noch andere Faktoren dazu. Wollen wir wetten, dass Rainer tatsächlich mal auf dem Schullandheim war und die Leute, die
mit ihm im Zimmer sein mussten, ihn dann rausgeschmissen haben, weil er gestunken hat. Und das hat eben auch ein bisschen müffelt. Und ich bin dann halt hergegangen und war dann mit dem Machen fertig. Und wollte dann halt noch zum Duschen gehen. Und dann war er halt so in einer Ecke gesessen, weil ich musste dann quasi von dem einen Gebäude zum anderen. Und dann war er in so einer Ecke, in der dunklen Ecke gesessen und war da halt ein bisschen fertig mit der Welt und so weiter. Und dann habe ich halt kurzerhand, bin ich halt zu dem hingegangen und habe halt gesagt, ey, pass auf, ne, was ist denn los, ne, was haben sie denn schon wieder getan? Ich war ja auch so der Außenseiter, also konnte ich das immer ganz gut nachvollziehen und mich da gut einfühlen. Und dann Der große Empathielord kommt wieder zum Vorschein. hat er erzählt, ja, sie haben ihn rausgeschmissen aus der Ding und so weiter, weil er angeblich stinkt und keine Ahnung. Dann habe ich gesagt, naja, das ist jetzt nicht böse gemeint oder so, ne, aber du riechst wirklich ein bisschen. Hat er so gemeint, naja, das weiß er, aber was will er machen, ne? Also, der hat auch ein bisschen, man muss dazu sagen, der hat auch ein Duschen hätte er machen können. Ne? Was will er machen, bisschen ärmlichen Verhältnissen gelebt, so. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, pass auf, wir machen Folgendes, ja, du kannst danach bei mir pennen, aber ich habe eine Bedingung, du kommst jetzt mit und wir gehen schnell duschen, so. Und er dann so, ja, aber, weiß nicht, ne, hat sich ein bisschen geziert, so. Ne, weil war halt auch nicht so, war halt auch ein bisschen schüchtern und alles. Und ich hatte ja zu dem Zeitpunkt schon auch Erfahrung mit meinem Kumpel, das war mit 15 waren wir da. Habe ich halt gesagt, ja, pass auf, ne, duschen. Gehen wir mit 15 noch auf Schullandheim? Vielleicht auf der Dulli-Schule, keine Ahnung. Musste schon, weil sonst kommst du mir nicht in mein Wir sind mit 15, 16 sowas, sind wir nach Berlin gefahren mit der Schule. Zelt so. Ich gesagt, okay, gut, kommt jetzt mit. Dann sind wir zum Duschen gegangen und muss ja dazu sagen, der hat ja eigentlich einen guten Buddy. Also damals, ne, heutzutage würde ich das jetzt nicht mehr sehen, weil Junge und Kind und so, aber wir waren ja gleich alt ungefähr. Und das sah halt auch echt nicht schlecht aus so. Und dann haben wir halt, Redet sich hier wieder um Kopf und Kragen. ich habe mich halt gar nicht geschämt. Ich bin da halt hergegangen, weil ich war das ja gewohnt von meinem Kumpel auch. Wir hatten halt eine kleine Umkleide und dann ging es halt zu den Duschen. Und da sind wir halt hingegangen, haben dann geduscht. Und von den Duschen aus bin ich dann, also von der Umkleide bin ich dann, der hat mir halt erstmal beim Umkleiden zugeschaut, hat sich aber ein bisschen geschämt, war dann in den Boxershort schon, habe das T-Shirt aber halt mein Handtuch in der Hand gehabt, was ich dann mitnehmen wollte. Dann habe ich gesagt, hey, pass auf, ne, komm, jetzt, mich siehst du nackig, ne, ich habe einen Schwanz, du hast einen Schwanz, mach dir keinen Kopf. So, okay, gut, ne, zieht er halt die Hose runter, einen ordentlichen Dödel dranhängen gehabt. Erstmal gesagt, oh, okay, ne. Dann gesagt, ja, es ist ein bisschen unangenehm für ihn, weil, keine Ahnung, das findet er halt nicht so gut. Habe ich gesagt, du, das sagt überhaupt nichts aus, schau dir meinen Minischwanz an, weil ich habe einen Blut. Ganz ehrlich, es sind wieder Minderjährige am Ding. Der wird eine Notsituation ausgenutzt. Es ist. Come on, Rainer, warum? Penis, ne? Schau dir meinen Minischwanz an, ne? Wenn der hart wird, ne, dann ist der doppelt so, dreimal so groß. Hat gesagt, ja, na klar, von wegen. Ich sag das. Also Reiners, wenn er hart wird, ist er dreimal so groß. Also dann wird er ganze 3 Zentimeter lang. Das hat keinerlei Auswirkungen. So, der schaut jetzt nur so klein aus, das heißt aber nicht, wenn er geil ist, dann ist er auch hart. So, und er hat gesagt, okay, ja, keine Ahnung, kann er nicht einschätzen. Dann sind wir zum Duschen gegangen. Das ist auch vollkommen normale Gespräche zwischen Jugendlichen unter der Dusche im Schullandheim oder auf welcher Klassenfahrt auch immer, ne? Ist dann so, ja, hey, nice dick, no homo, hahaha. Und man merkt einfach, der Mann hat in seinem ganzen Leben, weil er höchstgradig asozial ist, in seinem ganzen Leben noch nie wirklich echte soziale Interaktion gehabt. Die denkt er sich alle aus. Ne? Er denkt sich soziale Interaktionen aus auf Basis von irgendwelchen japanischen Kinky-Filmchen, die er sich da anschaut. Habe ihm dann auch noch was von meinem Duschgel gegeben, weil er hatte nichts dabei tatsächlich. Wie gesagt, ein bisschen ärmliche Verhältnisse, in denen er gelebt hat. Und Die haben sich kein Duschgel leisten können. Für 50 Cent die Flasche damals. Rainer, solche Ausflüge, die Skilager etc. bla bla, die müssen die Eltern auch bezahlen. Ja, also wenn sie sich das leisten können, dass sie das Kind da eine Woche hinschicken, ne, ob es jetzt Schullandheim oder Skilager oder was weiß ich was ist, dann sind für 50 Cent ist dann eine Flaschen Duschgel schon auch noch drin. Ne? Ich glaube, dafür müssen sie keine Hypothek aufnehmen. Du Dulli. Dann haben wir eben... Hammer! Was sind wir denn jetzt hier? 25:33. Dann sind mal Gespräche. Inhalt zum selber hören. Geht ab 27:20 los. Okay, da bin ich
gespannt. Also hier den Abschnitt bis 27:20, das hören wir uns jetzt noch an. Und dann machen wir mal Ende hier. Uns zusammen geduscht, also jeder für sich unter einer Dusche halt. Und dann, als wir dann uns anziehen wollten, habe ich halt gesagt, na hier, ne, nimm da mal eine Hose von mir. Ich habe nämlich 2 Hosen dabei gehabt. Nimm da Hose von mir, ne, und ein T-Shirt, weil der anderen Klamotten, die schmeißen wir noch in die Wäsche. So, da haben wir nämlich so einen Waschraum gehabt, so in die Wäsche hauen. So, haben wir es in die Wäsche gehaut. Und dann kannst du dir vorstellen, dann läuft dann das Zwetschgen-Manschgal in Reiners damals nur 4x XL-Hose in der Gegend umeinander. Da aussieht, wenn er gerade irgendwie aus dem übelsten Gangsterknast in den USA kommen würde. Hat sich eine Träne unter das Auge tätowieren lassen. Sind wir halt, meine Klamotten waren immer ein bisschen zu groß, weil ich war schon immer sehr riesig. Aber dann sind wir, es war ja uns scheiße. So ein Thug-Life-Tattoo auf dem Rücken oder sowas. Ja, wir sind ja dann direkt ins Z gegangen, dann sind wir ins Z gegangen. Und ich habe ihm dann halt einfach meinen Schlafsack gegeben und ich habe eine Decke noch dabei gehabt, habe dann eine Decke gebannt, weil ich habe sowieso... Jetzt ist bald wieder November. Scheiß auf St. Martin. St. Rainer hat seinen Mantel geteilt mit dem Armen, der ansonsten gefroren und gestunken alleine draußen die Nacht hätte darben müssen. Ne? Der gute Samariter. Bitte, hier, Hashtag Papst, Heiligsprechung Rainer Winkler, bitte jetzt. Ne? Ich setze morgen eine Petition auf. Ich brauche keinen Schlafsack normalerweise. Ich bin da sehr unempfindlich, was Kälte angeht, weil so kalt war es nicht. Es war ja auch Sommer. Und ich habe Rainer, du bist die größte Pussy, was Kälte angeht. Mir bewusst eine Decke mitgenommen, weil ich mir gedacht habe, ich nehme den Schlafsack zum Unterlegen und falls mir doch zu kalt wird, habe ich den Schlafsack und wenn nicht, reicht mir die Decke. So. Ja, und das hat auch tatsächlich gereicht. So. Und dann hat er sich halt in den Schlafsack gekuschelt so. Und ich habe dann halt, bin dann auch relativ zeitnah eingeschlafen und ich weiß nicht, eine Stunde später oder was, bin ich dann aufgewacht und höre halt irgendwas von ihm. So. Und sehe, dass er sich irgendwie bewegt, weil ja, spielt der Alte bei ihm im Zelt hier 5 gegen Willi. Äußerst glaubwürdig. Ich habe in der Nähe von einer Zelt, in der Nähe... Ganz ehrlich, Rainer ist sogar noch besser als St. Martin, weil wahrscheinlich, ne, St. Martin hat dem Penner, den er den Mantel gegeben hat, danach keinen noch runtergeholt. So, Rainer ist einfach besser als St. Martin. Jetzt in den 50 Jahren laufen die Kinder im November mit so Rainer-Laternen in der Gegend umeinander. Meine Lampe halt, die halt auch die ganze Nacht an war, mein Zelt aufgeschlagen. Habe halt irgendwas gesehen, dass er irgendwas macht und habe dann halt erst überlegt, was der da treibt, ne? Und habe dann gesagt, alles okay. Auf einmal zuckt er voll zusammen, so, oh ja, alles gut, tut ihm leid und so. Wollte er nicht und so, aber ja, keine Ahnung, war irgendwie komisch jetzt und so. Und ich so, was hast du denn für ein Problem? Habe ich halt, dann hat er halt noch versucht. Sorry, ich krieg die Story von dem St. Martin, der den Penner einkeult, einfach nicht mehr aus dem Kopf, aber das ist jetzt mein Problem. So ein bisschen zu verstecken, dann habe ich halt gesehen, er hat einen Schwanz in der Hand. Hat sich halt runtergeholt, neben mir. Er hat einen Schwanz. Gott sei Dank seinen eigenen. Was heißt, du hast den auf einmal hier, keine Ahnung. Du hast ja wirklich irgend so ein Triebtäter-Creep, aber wahrscheinlich, was will uns der Autor mit dieser Geschichte sagen? Ich glaube, der Autor projiziert viel von sich selbst in diesen stinkenden Außenseiterjungen, der sich Kaduschki leisten kann und unkontrolliert permanent zum Master debattieren anfängt, egal wo er ist. Geschlafen habe. Jo, war für mich jetzt nicht das Problem, so. Aber ja, ich kannte meinen Kumpel. Dass der sich neben mir einen runterholt, während ich bei ihm penne, das ist für mich nicht ungewöhnlich gewesen. Denn seine Eltern haben gebumst, während wir da übernachtet haben. Also, es war für mich nicht so unnormal, wie es für dich vielleicht wirkt. Oder für andere vielleicht wirken würde. Jedenfalls hat er sich dann halt entschuldigt und so wortreich und dann gesagt, ey, pass auf, ne, ist doch absolut kein Ding, ne? Aber hast du wenigstens Spaß? Und er hat gesagt, ja, naja, das ist schon irgendwie geil, aber irgendwie halt auch nicht das Gleiche, ne? Also ja, wir sind jetzt hier bei diesem Hinweis, das war's, Inhalt zum selber hören. Ja, ich glaube, den überspringen wir dann auch den Rest. Ne? Wir können es uns vorstellen, was passiert ist in Rainers Fantasie. Und dann fangen wir das nächste Mal an mit Beziehungen mit crazy Typen. Ausdenken. Da gehen wir weiter, 31:10. Da sind wir dann. Leute,
Es war nicht ganz so angenehm wie nicht ganz so unangenehm, die letzten 2 Reactions. Aber jetzt ist hier schon wieder Turn-up. Egal wo oder wer, Rainer betritt einen Raum und es fängt an zu britzeln in der Luft. Ja? Dieser überwältigende Moschusgeruch. Alle Leute sind hingerissen. Ne? Keiner kann mir die Finger von ihm lassen. So viel Action schon gehabt, der Rainer. Wild. Nee. Leute, tut nicht, was Rainer tut. Medal off.